Hallo und herzlich willkommen, ich bin Madame Mystik und nehme dich heute in ein Reading mit, das genau für jetzt ist. Also es ist zeitunabhängig, es ist ein kollektives Reading, fühl rein, was für dich stimmig ist und nimm raus, was mit dir resoniert. Und ja, falls es dich nicht anspricht, ist das nicht so wild, dann bist du beim nächsten Mal dabei. Jetzt beim Mischen hat sich schon eine Karte gedreht. Die fischen wir natürlich raus. Auch heute wieder mit dem Mystik-Orakel. Und wir schauen gerade mal, welchen Impuls das dich erreichen darf. Und zwar ist wieder eine Karte unter den Tisch gefallen, was so viel bedeutet. Man wird es wahrscheinlich noch 100 Mal hören. Was will man unter den Tisch kehren? Die Unklarheiten. So, der Impuls für dich. Spür rein, ob es mit dir resoniert, ob es für dich stimmig ist. Lass mich sehr gerne in den Kommentaren wissen. Und zwar, Thema, das Hindernis. Die Karte ist jetzt schon zum 3. Mal, lustigerweise, in den letzten 2 Wochen unter den Tisch geflogen. Was will man unter den Tisch kehren? Welche Problematik, welches Hindernis in seinem Leben? Mit was hat das zu tun? Die Masken dürfen fallen. Jetzt ist der Zeitpunkt da, dass man die Maske abnimmt und sich authentisch zeigt. Falls du dich fragst, was meint Mystik mit dem? Ganz simpel. Sich so zu zeigen, wie man ist. Nicht das zu sagen, was andere hören wollen, nicht das sein, was andere gerne von einem hätten, sondern sich zu zeigen. Und hier ein kurzer Reminder, wir sind im Feuerpferdejahr und das Feuerpferdejahr ist die vorantreibende Kraft. Abgesehen davon, dass wir auch noch in einem Einserjahr sind, wo der Startschuss schlechthin ist. Ist man bereit, aus alten Strukturen auszusteigen? Ist man sich der Wert, um sich zu zeigen? Klar, es ist eine schöne Maske. Es ist Sicherheit, es ist gewohnt, auch wenn es vielleicht wenig anstrengend ist, nervig. Aber wir Menschen, wir wählen ja lieber die bekannte Hölle als der unbekannte Himmel. Und rein von der Zeitqualität her, in der Ära, wo wir jetzt gerade wandeln auf der Erde, ist es sehr, sehr wichtig, sich authentisch zu zeigen. Ich mache ein Beispiel für die sehr extreme Hexenwunden haben, zum Beispiel. Nicht nur mit diesen Menschen über ihre spirituellen Fähigkeiten zu reden, die sie vielleicht verstehen könnten. Wieso redet man nicht auch mit anderen darüber? Weil man Angst vor Konfrontation hat und weil man Angst hat, andere könnten es nicht verstehen. Das ist jetzt nur mal so ein Beispiel. Sich zeigen heisst nicht nur einfach mit seinen Bedürfnissen, sondern mit dem Ganzen, mit dem Allumfassenden, mit dem, was wir sind. Ich kenne die Hexenwunden. Aber ich bin nicht verschont geblieben. Und das macht Angst, genau das zu überschreiten. Aber es ist befreiend. Und man weiss, dass es in die Beschleunigung kommen darf. Man weiss, dass es ja einem unglücklich macht, wenn man in dem drin bleibt. Wenn man sich nicht im Ganzen zeigt. Wenn man überlegt, was man sagen darf und was nicht. Du kannst doch alles sagen, solange es respektvoll und hochschwingend ist. Nur weil es vielleicht andere Menschen nicht verstehen können, ist nicht dein Problem. Weil die Gesundheit und die Veränderung, jetzt müssen wir schauen. Gesundheit, der Baum, steht auch für unseren Körper. Dort ermessen wir ja Gesundheit. Wenn wir in der Maske bleiben und uns nie zeigen, wer wir sind, weil wir immer, wenn wir etwas eigentlich aussprechen wollen, das jenseits von dieser Maske ist, das authentisch ist, dann spüren wir das auch im Körper. Wir spüren es, es macht uns unglücklich, es erschafft vielleicht auch Problematiken. Und vielleicht merkst du es auch du am Körper. Vielleicht merkst auch du, dass viele Sachen mittlerweile nicht nur mental schwer sind,
emotional, psychisch, sondern halt eben auch körperlich, dass man den Ballast auch im Körper merkt. Dort dürfen Veränderungen hineinkommen. Aber die Veränderung, die kannst nur du vollziehen, indem dass du dich authentisch zeigst. Energie, Gedanken und Freiheit. Und diese Freiheitskarte, die hat auf den Stuhl willen. Die hat auch unter den Tisch willen. Wir sinniert viel darüber. Wie könnte ich denn eine neue Energie einladen? Wie könnte ich denn das machen? Ich könnte ja noch das machen. Gedanken sind passiv. Und daraus, was vielleicht entsteht, ist ein Wissen. Aber Wissen ist eine Information. Das ist nicht aktiv, das ist nicht Transformation. Wissen ist nicht Macht. Wissen ist erst dann Macht, wenn man sie verkörpert. Wenn man in dem Wissen redet, handelt, fühlt, denkt. Also was ist auf deiner Festplatte noch drauf, wo dich stagnieren lässt? Diese Karte, die wollte unter den Tisch gehen. Sie hat es aber nur bis zum Stuhl geschafft. Bist es du dir der Wert? Und du wirst jetzt wahrscheinlich sagen, ja, ich bin mir's der Wert, zum frei sein, deine Flügel zu entfalten. Aber du darfst nicht vergessen, wenn man anfängt, Masken abzuziehen, dann ist man sehr individuell. Sehr individuell. Mir fällt auf. Vor allem, wenn man anfängt, symbolisch seine Flügel ausstrecken und anfängt, in die Freiheit zu fliegen, vogelfrei. Mit Flügel fallst du auf. Und vielleicht haben die Flügel auch noch spezielle Farben. Jetzt ist die Frage, bist du dir der Wert, dass du sichtbar wirst? Weil es könnten Diskussionen entstehen. Was denken denn die anderen darüber? Vielleicht muss ich mich rechtfertigen. Du musst dich für nichts rechtfertigen. Wir Menschen haben immer das Gefühl, wir müssen uns rechtfertigen. Das müssen wir aber nicht. Hindernis, Schicksal, Öffentlichkeit, Partnerschaft. Ja, es ist manchmal schicksalshaft. Es gibt ja keinen Zufall. Es kommt das auf dich zu, was fällig ist. Und manchmal fast schon wie ein Blitzschlag. Genau zum zeigen, welche Hindernisse sind da oben und welche dürfen behoben werden, transformiert werden, geschiftet werden, um eben genau in die Freiheit hineinzukommen. Und das ist manchmal streng. Weil man im ersten Moment das Gefühl hat, wir müssen den Berg erklimmen. Aber hast du dir schon mal überlegt, dass vielleicht der Schmerz, um den Berg zu erklimmen, weniger ist als der Schmerz und der Ballast, den du schon lange mit dir herumschleppst? Dahinter kommt Freiheit. Wir fokussieren uns immer lieber auf das Problem, anstatt was daraus entstehen könnte, wenn wir endlich vogelfrei sind. Und das in die Öffentlichkeit zu bringen, das zu zeigen in deinem Umfeld, braucht Mut. Wir alle sagen immer, ja, wir wollen grossartig sein, wir wollen Potenzial, wir wollen super cool sein, individuell und gleich fürchten wir uns so unglaublich vor dem Potenzial. Zum grossartig sein, zum einzigartig sein. Und vor allem, weil man halt eben auffällt. Wir stehen halt nicht mehr ein Müsli im Ecke. Sondern wir tragen eigene Farbe, eigene Schwingung. Wir leuchten vielleicht anders als andere. Das heisst dir der Wert. Weil es gibt etwas, das viele nicht verstehen. Unser grösstes Gut, das wir haben, ist unser Leben selbst. Für jeden von uns. Jeder Einzelne. Das höchste Gut, das du hast. Und wir sind immer wieder bereit, mit unserem eigenen Leben dafür zu zahlen. Indem wir unauthentisch sind, uns verbeugen, Angst haben zum sichtbar werden, weil wir einzigartig sind.
Und da ist halt die Frage, wir gehen so viele Verbindungen ein, Verbindlichkeiten. Verbindungen in Jobs, eine Verbindung ist auch ein Vertrag mit Menschen, in Partnerschaft. Lebst du eine Verbindung mit dir selber? Mit allen Anteilen? Leistest du dir selber für dich persönlich, für dein Leben, für deine Person, für das, dass du so einzigartig bist und individuell, leistest du dir selber auch symbolisch einen Ehering an? Oder macht man das nur mit allem anderen? Du wirst es wissen, sind wir darüber. Wir sind viel zu fest im Aussen mit anderen, anstatt mit uns selber. Wir heiraten andere, gehen Verträge ein, geben Unterschriften, haben Verbindlichkeiten. Aber mit uns in Verbindung zu treten, fällt uns unglaublich schwer. Oder wir machen uns nicht einmal Gedanken darüber. Zum Abschluss noch eine Botschaft. Das Unterbewusstsein, du selber, ob Mann oder Frau, leistest dich ins Kartenblatt. Wir haben die Stabilität, das Haus, die Belastung, der wunderbare Rucksack und der Abschied. Selber ist einem bewusst, tief im Unterbewusstsein. Und manchmal muss man es wieder vorgraben, weil wir sind Verdrängungskünstler und alles ganz weit auf die Seite schieben, irgendwo verstaubt, in uns drinnen, ganz tief unten, zwischen dem anderen Krümpel. Themen, wo wir Angst haben zum Anschauen. Aber es klimmt immer wieder mit, weil man trägt es ja auch mit sich um. Es ist einem selber mehr als nur bewusst, dass man in eine ganz andere Stabilität gehen darf. Aber ganz wichtig, das Haus kann eben auch als Körper angeschaut werden. Weil als Seele braucht man ja einen Ferrari, also den Körper, wo wir durchs Leben durchpfupfen, flitzen, wie auch immer. Feierst du das Haus? Wann hast du das letzte Mal dein Haus gefeiert, deinen Körper, dein Leben, für dein Dasein, für deine Einzigartigkeit, wie du aussiehst? Jetzt ist die Zeit, den Ballast loszulassen. Zu Grabe tragen. Wirklich zu Grabe tragen. Und ja, das ist immer ein Prozess, wenn man etwas loslässt. Das ist wie mit einer Beerdigung. Zuerst weiss man, okay, das ist gestorben. Aber nur weil es gestorben ist, heisst das noch lange nicht, dass es aus dem System ist. Manchmal darf man in dem Prozess das Grab schaufeln, das dort rein tun, wieder das Grab zuschaufeln. Und es ist okay, wenn man es manchmal auch betrauert, nachhaltig betrauert, mit einem lächelnden, mit einem weinenden Auge und sich davon verabschiedet. Und somit wünsche ich dir ganz eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal.